Was um Gottes Willen ist Gottes Willen? Diese Frage haben sich auch Christen in Kolossä gestellt und der Paulus hat ihnen geschrieben und gesagt, ab heute werde ich täglich für euch beten, dass Gott euch Erkenntnis gibt und Weisheit gibt, um den vollen Umfang von seinem Willen kennenzulernen. Konkret steht im Kolosserbrief Folgendes: Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Damit könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Wow! Ist das eine gewaltige Verheißung? Stell dir vor, du kannst den vollen Umfang von Gottes Willen erfragen, erbitten und er wird zu dir reden, er wird es dir zeigen. Und sonst gibt er uns seine Bedienungsanleitung, seinen Kompass für unser Leben. Und da drinnen steht im Brief an den Timotheus Folgendes: Ihr Menschen, ihr Christen, ihr, die mich kennengelernt habt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen, Danken für alle Menschen einzutreten. Ein paar Vers weiter unten im Vers 3. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den er selbst Mensch geworden ist, Jesus Christus. Also es ist gut, wenn du weißt, dein Name steht ins Buch vom Leben eingeschrieben. Du weißt, wenn du stirbst, gehst du in die ewige Herrlichkeit zu Gott. Dann ist das fantastisch. Aber vergiss nicht, es hat vielleicht von 100 Schweizer 5 Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und für die anderen 95 gilt es mit Flehen und Bitten vor Gott zu kommen, damit sie Christus Jesus als ihren Erlöser kennenlernen. Dass sie erkennen, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben.